Ähm, ja, also den Anfang die Slide, die ich vorbereitet tun, es werden am Anfang ein bisschen mehr darauf angehen, also am Anfang geben ob Wiener Situation ein bisschen geschichtlich abgeschafft, also so beispielhaft einfach Weise, wie das sich entwickelt wird. Dann werde ich ein bisschen übergehen auf so ein ganz basic Einführung so an städtebauliche Konzepte, die es gibt. Und dann eben auf die Situation zu Lützeburg an während politische Förderungen am Anfang Dorasa entstehen können. Ja, also das Ganze ist ein bisschen so geschichtlich und beispielhaft aufgebaut, wie du vielleicht das den Exposé für drunter. Ja, hier im Hintergrund habe ich ein Bild hier gesagt, also es, wo den Karl-Marx-Hof zu Wien gebaut ging. Also das ist wahrscheinlich so den bekanntesten Wiener Gemeindebau. Ja. Ja, also schon eben noch Nenker, die, also die Begriffe Nenker probiert zu erklären, die so am Wiener Kontext gibt, von also eben der Gemeindebau, den sozialen Wohnungsbau und der geförderte Wohnbau. Und das sind einfach 3 verschiedene Arten. Also eben dann müsste den sozialen Wohnungsbau von das, was dafür drunter auch viel geschwart gehen ist, also dass es darum geht, Leute, die schwer an Achse und Logement haben, für denen zu helfen, Achse zu kriegen. Der Gemeindebau aus dem Fungol, das Gemeng oder eben der Staat selber Wohnraum schafft, selber baut, das einerseits selber proprietär aus, und aber eben noch dezidiert, wen Wohnung kriegt. Und dann eben der geförderte Wohnbau aus dem Fung eben Kooperativen, also aus dem Fung mehr Idee-Konzept. Wobei du aber vom Staat eben ein Hilfe gibt oder von der Gemeinde, da aber auch Konditionen drin gebunden sind, es gibt verschiedene Kriterien, die anzuhalten sind, sozialer oder architektonischer oder ökologischer Natur. Und du hast doch meistens so, also manche schon nicht ehren, also so, dass also das ist immer ein gewissen Prozentsatz von Wohnungen auch da muss verloren gehen, also und Leute, die nicht an der Kooperativ sind. Und dass du auch dann den Loyespreis gedackelt hast ob 10 Jahre. Also das ist nur den 10 Jahre recht kann den Loyespreis sich dann und den Marchéspreis Anfang richten. Ja. Ja, also eben dann so geschichtlich gebe ich dann anfangen. Upsi. Ja, also eben an der Jahrhundertwende, also an der Lasche, also 1900, wo einfach Wien eine von den größten Städten von der Welt war, 2 Millionen Einwohner hat, und dadurch eben auch einfach extrem schreckliche Konditionen, also Wohnkonditionen entstanden sind, weil einfach nicht genug Logement gab. Und auch die Leute eben, also durch Migration dahinter zu sehen und eben auch noch extrem prekäres Arbeitskonditionen gelebt haben und eben auch darüber oft ihre Logement gestaltet wurden. Also da längs sind zum Beispiel so so Ziegelböhmen haben sie gehecht, also die Leute genannt, die nehmen an so Zielfabriken, also wo sie Zielen hier gestaltet haben, geschafft und aber gut noch durch ihre Logement gestaltet, und das war wirklich so quasi riesige Hallen, wo mit Kreide auf dem Boden gemalt war, also da wohnt die Echtfamilie, und da wohnt die Zweitfamilie, und da wohnt die Drittfamilie, also das war wirklich so ganz, ganz schlimm. Und jetzt als Leute, die der Wienfluss, den also kanalisiert ging, also das innerirdisch gemacht ging, und die Leute haben da am Kanal gewohnt, also weil sie kein Logement einfach fanden. Ja, genau, und du ja, und dann nächste Slide war dann eben Rotes Wien, das am Anfang die Zeit, wo Wien kommunistisch war, wird so genannt eben, also das war ursprünglich bis 34. Und die haben probiert darauf wirklich zu reagieren, weil ja, also für die Konditionen einfach zu verbessern. Der Meier für also hun eben am Anfang das ganze Gemeindebauprojekt angefangen und Meier für das überhaupt sich können installation, also für das überhaupt zu finanzieren, weil eben eine Wohnbausteuer, wo alle Besitzer, alle Besitzerinnen von Logement müsst eben eine Steuer bezahlen darüber, und dadurch konnte Gemeinde schlichten mehr
also Wohnungen zu errichten. Ja, genau. Und was eben noch von Anfang an ziemlich wichtig war, ist, dass das nicht nur eben überhaupt das Logement kann statisch, also da sind, eben auch wie gelebt wird, also dass die Wohnsituation und die Lebenssituation sich auch verbessert. Ja, und dann nächste Slide. Also schon meine Bachelorarbeit eben über Wiener Gemeindebau gemacht und da habe ich eben für allem über Trinkstraße des Proletariats gemalt, das zwischen dem 5. und dem 12. Bezirk empfangen. Also du gesagt eben am Plan die streift oder das empfangen den Margaretengürtel an der Gardenster vergürtelt. Und das war eben den Umfang vom Gemeindebauempfang, also du hast den ersten, längst gesehen, den ersten Wiener Gemeindebau, hast du entstanden. Und das war am Anfang ein Projekt, den also Trinkstraße zu Wien, also beim ersten Bezirk, das heißt an dem mega repräsentativen Quartier, das du hast dann Rathaus und Parlament und so weiter, das sind extrem repräsentativ Gebäude. Und das war am Anfang so für Bourgeoisie, so die Platz, wo die dann triple gegangen sind, an sich gewiesen haben und so weiter. Und du wennst dann am Rote Wien wird dann eben den Projekt für eine Ringstraße des Proletariats zu bauen, das heißt, mit Gemeindebauten, die eben auch einen extrem repräsentativen Charakter haben, Logement für das Proletariat zu machen, aber auch eben darüber raus Park und so weiter an sozial, an gemeinschaftlich Raum zu schaffen. Genau, also die Schwarz-Dinger, das sind eben Gemeindebauten. Und eben die Haiinnen, das sind eben die Eich, die gebaut gesehen, an die ganzen Terra aus dem Fungol von der Gemeinde abgekauft gehen, für dann eben du Logement zu bauen. Das heute aus den Eich, also die haben wir im Bild gesehen, und also die stimmt schon du, also den gouf privat abgeriecht. An die gouf dann eben dat komplett am Terra gouf von der Gemeinde abkauft an gouf dann am Anfang als Block fertig gebaut. Und von da könnt am Anfang auch so ein bisschen die Typologie vom Gemeindebau als Hof. Also du hast immer so einen Hof, also die Hoftypologie ist einfach auch extrem charakteristisch für den Wiener Gemeindebau. Ja, können wir weitergehen. Ja, und dann eben das dann ein Metzernstaler Hof, das ist eben den ersten Wiener Gemeindebau, den eben am Anfang privat den ersten Teil, also den zweiten Teil von der Gemeinde gebaut hinaus. Und von Anfang an, eben ab dem ersten Gemeindebau, ist schon immer gewünscht, dass die soziale, gemeinschaftliche Einrichtungen am Gemeindebau direkt von Anfang an mal angeplant gehen. Habe ich eben aufgezählt, was eben am ersten Gemeindebau schon dran waren. Also gesagt eben, dass nicht nur eben für Hygiene und so weiter gesorgt wird, dass eben auch für das Kannerbetreuung gemacht wird, dass Bibliotheken für sich weiterzubilden und so weiter. Dass es doch wichtig war, dass Leute Freiraum haben, für sich mit anderen Leuten zu treffen, also Clubräume und so weiter. Ja, einige sehen wir sofort dort, wo so Kindergarten und Bibliothek und einen Waschraum aus. Ja. Ja, und eben von Anfang an gibt es auch Richtlinien, also gibt es wirklich festgelegt, so, wir machen Richtlinien, wie die Gemeindebauten, welche Kriterien sie sich müssen halten. Und eben, also zum Beispiel eben das mit dem Haft, das eben auch hier bedingt, dass immer 50% maximal dafür verbaut gehen von der Fläche vom Terrain, einfach für den Rest eben dann ein Bahnhof aus Gärten, Spielplätzen, Rohplätze für mehr Leute an eben anderen kommunalen Einrichtungen. Ja, alle Wohnungen müssen immer einen direkt besonderen Raum haben, also eben einfach für die Wohnqualitäten zu schaffen. Und dann eben dazu mit den maximal 4 Wohnungen pro Geschoss, die in einen Trab gehen. Also da das am Anfang als einer Immobilierslogik ginge probieren, so viel wie möglich Wohnungen pro Trab zu machen, weil es einfach mehr billig ist. Also weil Trappen, das mehr da ja
Mann Wohnungen pro Trapus Medaille aus an du wennst gouf du auch eng maximal Limit gesagt war eben durch hier resultiert, dass de Mei Trappen an engem Blockkurs wie an den anderen Häuser die privat gebaut gesinn. Ja genau all Wohnungen huet eng toilet an en Kichen mat fließend Wasser, also dat war dem einfach der Standard und das war also für die Leute war da doch einfach sie sind als einer mega Mise kommen und sie hun einfach do quasi Luxus kriegt also für wenig Geld und dann mit der Kichen also das war noch zu der Zeit weil dann eben Frauen oft auch müsste schaffen gehen, weil einfach wenn sie suchen und so also das war schon so dass du auch viel Frauen aus der Schicht geschafft haben aber trotzdem noch immer Task habe ich komplett gemacht und du längst das Bild das das Wiener das für Frankfurt das Frankfurter Küche von Margarete Schüttli-Hotzky das ist eine Wienerin die eben sich Gedanken darüber gemacht hat dass sie am Funk Daubaukirchen erfunden hat und die sich eben Gedanken gemacht hat wie können wir Kirchen so rationalisieren dass es am meisten Arbeit für Frauen gibt für das sie nicht nur ihre Arbeit diese außerhalb vom Haus machen auch noch daheim müssen extrem viel Zeit damit verbringen und ich sagen Zeitersparnis eine Arbeitseffizienz und auch einfach eine Erleichterung für Frauen so zu gewährleisten eben die ugepasst also die Eigenbauküche so als aber auch mal am Rasch von den Möbeln am Anfang viel an den Gemeindebaute gewirrscht dass sie probiert tun vor 4 Jahren Möbeln anzuplanen die dann auf eine gewisse Logik aufgebaut sind so dass sie viel Möbeln kann schnell produzieren und das so ja auch für Gemeng billig gehört mehr aber eben auch für Lokatieren weil auch viel von denen einfach nicht wirklich Möbeln hat und dann Tisch wenn sie dann in eine Wohnung kommen hatten sie müssen sich mega viel Möbel kaufen der Tisch das war einfach schon dran das war einfach zum Standard gehört ja also eben bis also du machst mal ein bisschen so krasser Sprung auch an den 50er Jahren also während der NS-Zeit das bisschen Männer gebaut ging da so ein bisschen gebaut ging mir ein bisschen Männer eigentlich oder sie ein echter Projekt einfach fertig gemacht die schon 400 am Gange waren an den 50er Jahren goffen noch Projekte gebaut mir die hatten eine ganz andere Logik am Anfang die waren viel mehr wasch von der Gemeinschaft da viel mehr Rumträger und Privatheit von der Familie so und ich auch echt so mit Männer also Männer qualitätvoll Freiraum also Grünraum und so weiter Tisch mehr so auch Klangbalkon einfach für die Familien allgemein Männer Gemeinschaftsflaschen und ich, ja, an den 70er Jahren war eine neue Generation von Architekten und Architektinnen, die sich dem Gemeindebau empfangen, also der drin als Projekt gesehen und der drin du wirklich sich Gedanken gemacht und wie dort Gemeinschaft kann gefördert gehen. Details ein Projekt, also Alt-Erla, das ist eben vom Harry Glück, den als den, also so, der das so den Top-Gemeindebau irgendwie zu Wien, also der das so alle gut Leute sind einfach wirklich mega zufrieden, die da wohnen, also 98% Zufriedenheit einfach, was nicht alle Gemeindebau einfach ist. Und trotzdem sind nicht aber also so Heichhäuser, also gingen einfach nicht mangeln, dass also wenn Melo so das Heere, was so aus Frankreich und so was so gebauten gesucht wird, das also nicht just weil es ein Heichhaus aus für dran zu wohnen, heißt nicht, dass es automatisch schlecht von Qualität sind oder Leute nicht gerne dran wohnen. Und das ist eben viel darauf auch zurückzuführen, meiner Meinung nach, dass eben viel Gemeinschaftsflaschen sind, dass die Leute, die wohnen, brauchen quasi nicht do zu verlosen. Sie haben einfach alles da und können einfach ja, an den Tram gehen, hier kann er an Schule gehen. Also du brauchst wirklich gar nicht das Post, du hast alles du einfach am dem Zentrum quasi. Und zusätzlich auch ein gut öffentliche Transportanbindung. Ja, nächstes Slide. Also da du hast eine Reportage eben über den Harry Glück, die Freundinnen von mir gemacht haben. Also man ein Interview mit meinem Team. Ich hatte noch an dann Facebook-Veranstaltungen gesagt, ja,
wenn ihr noch gucken. Ja genau, und er beschreibt eben, dass sie et Pferdesport tun, ein Swimmingpool an einen Gemeindebau zu machen, weil sie einfach dann eben auf einer Platz probiert haben zu spüren, wo am möglichst dann eben quasi Luxussachen zu schaffen an einem Gemeindebau. Ja, nächstes ja, also dann am Fondgehol, also den letzte Gemeindebauprojekt 2004 realisiert ging. Seitdem gouf am Fong hat Gemeinde am Fong gesagt, okay, es gibt okay Gemeindebau mir gebaut, weil das lo mir hun ist lo genug. Mittlerweile sind sie aber schon drauf gekommen, dass es aber nicht das nach weiterzubauen. Und ich wollte eben noch ein bisschen mehr rezente Projekt weisen, das autofreie Mustersiedlung eben. Zu Wien gibt es eben vom Reglement hier Museen für alle Wohnungen einen Autostellplatz auch zur Verfügung stellen, wenn ihr ein Projekt plant. Und da war eben ein geförderter Wohnbau, das ist ein Kooperativ, die gesagt haben, okay, nee, wir wollen aber auf den Auto gerne verzichten. Und die dann eben mit der Gemeinde Verhandlungen waren für, ich weiß nicht wie viel Prozent, also wirklich nicht mehr so, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel mehr, ganz wenig Stellplätze für Autos im Vergleich mit wie viele Wohnungen da sind, zu gerieren, für da dann am Carsharing zu haben. Und wenn du in der Wohnung geht, muss quasi Kontrakt unterschreiben, dass er kein Auto hat. Also das ist am Anfang so, das gehört dazu, dass sie sich dann gegenseitig in der Gemeinschaft Hölle für Akkaffen zu gehen, für Kanner irgendwie sichern zu gehen oder so weiter, mehr verzichten auf den Auto. Was natürlich zu Wien auch mehr einfach ist, also weil der öffentliche Transport einfach extrem gut ist. Da war eben noch ökologische Aspekte extrem wichtig für die Leute. Sie noch Gemeinschaftsgärten offen um Dach geplant, so in Weiher sucht für eben Erfrischung empfangen, also am Hof so zu machen, also wie das du mehr frisch Luft hast und so weiter. Ja, dann die nächste Slide. Da sind dann Funktionskarten für Wien, eben einfach Karte für Wien an die andere Karte. All geringe Punkt aus Gemeindebau. Für einfach zu weisen, ja, wie viele da wirklich sind. Und ja, allfährt Wiener oder allfährt Wienerinnen wohnen an einem Gemeindebau, was 500.000 Leute in der Tisch bei Lützeburg. Wien, ich weiß nicht, ob Wien mittlerweile schon 2 Millionen hat oder schon ein bisschen drüber oder noch nicht gerade. Aber das auf jeden Fall also die Population war aufgegangen, mehr als nur umgegangen, auf die Stadie von 1900 zu kommen. Und dadurch, dass sie während 100 Jahren bald konsequent Gemeindebau gebaut haben, ist das mittlerweile kein riesiges Problem für die Leute, Algo ändert zu kriegen. Was dem immer mega wichtig auch war für Wien, also eben die soziale Durchmischung und eben dadurch, dass es Gemeindebau also eben nicht soziale Wohnungsbau, haben sie Pferdesport durch die Masse von Wohnungen, die sie da zur Verfügung stellen, eben die soziale Durchmischung zu kreieren. Das heißt, zu Wien am Gemeindebau wohnen als nicht, also irgendwie nicht pejorativ konnotiert, also das ist nicht so, also das ist wirklich so etwas ganz Normales, einfach weil ja, alle Pferde wohnen einfach da. Auch wenn ihn durch Wien trippelt, also überall gesagt ihn eben, also es steht auch immer mega groß drauf, erbaut von der Gemeinde Wien, also so mit so roter Schrift eben, also gesagt ihr wirklich überall in Wien. Ja, der nächste Slide. Ja, für irgendwie ob die Lützburger Situation zu kommen, und ich mal eben geduld so durch meinen architektonischen Background ein bisschen, dass es auch einfach gut wäre, für sich anzugucken, ob welcher städtebauliche Konzepte am Anfang Lützburger Wohnraum, also wie als Stier und als Dörfer aufgebaut sind, ob welche städtebauliche Konzepte das basiert. Also auch von dem Mangel das wäre, kein Konzept, das 100, so, das sind auch irgendwo Konzepte.
Ja genau an die ganz froh am Anfang, die ich ganz am Anfang abgeworfen hat so wie wollen wir am Anfang wohnen also so wie wohnen wir momentan und wie wollen wir eigentlich wohnen ja also dafür an den nächsten Slide dann kommen dann eben so stadtbauliche Konzepte aber ganz also ich gehe wirklich nicht an Dave das ist so ganz basic einfach erklärt ja genau also ich meine chronologisch eigentlich so am Anfang wo der Stadtbau entstanden ist als Disziplin noch an der Architektur also viel einfach so ganz rationalisiert gehen eben wir machen ein Raster und dann bauen wir da dran also Black und dann haben wir so einen Blockrandbebauung statt und du also eben das Jahr da das ein Politiker gewesen zu Barcelona den du die ganz also das war am Anfang auch ein ziemlich sozialen ein ganz sozialpolitischen Projekt du hast also heißt eben den alle Karten heißt dann die neue Karte an du gesagt dass am Anfang an seinem Plan nicht den ganze Block bebaut ist und auch du gesagt dass am Detail dann dass immer dann so ein Teil davon bebaut ist und das war für wichtig von verbunden dass es ganz viele verschiedene Art und Weise wird wie dann an den Dingen gebaut wird just dass du nur ob Druck von Immobilien hin dat dann also abgelesen ging also am Anfang dass dann die ganz Black bebaut sind das heißt, dass mittlerweile eine viel mehr dichte Situation wie das was am Anfang von der verbunden das davon erhofft ging das ja der nächste dann vom Soria Yamata in Spanien den Anfang also auch das heute das auch muss ich schon darauf versetzen dass es dem uns einfach nicht viel Auto gab oder quasi gar kein und dass sie sich einfach geduld und okay ist an dem also heute Menschen sind die Hauptverkehrsachse und du fährst vom Betraum oder der Zug und du hast dann längs auch jetzt okay so Wunden Kartien und auch noch alles Schlossen und so weiter das war für sie also du warst getrippelt du warst mit dem mit dem Auto also nicht mit dem Auto du warst mit dem Pferd so du getrippelt mir du warst nicht am Auto dafür und das sind natürlich Konzepte die Demos Sinn gemacht und die einfach Haut noch immer umgewandt gehen mit die aber Haut eben wo ihre Autofahrer natürlich extrem autozentriert sind ja genau also du jetzt gesehen man dann bisschen mehr am weiter Zoom raus dass es am Anfang eine Idee war für das stiert nicht unkontrolliert weiter wo es mit dass sie quasi stiert man nie verbinden also die zwei schwarze Flagge sie stiert und du kennst die durch einen Staat verbannen ja dann die nächste ja das ist am Anfang das Konzept worauf eigentlich den letzten System basiert ging so also eben City als basiert auf der Garden City vom Ebenezer an seine Idee war eigentlich für zu sagen okay an der Stadt gibt es mehr krass Probleme an dem Land gibt es mehr krass Probleme aber wenn man die CG für man nicht verbannen kann man die positiven Aspekte von den zwei man den vermischen und dadurch die negativen Aspekte auslesen also waschen ja also für ihn war das so die Town City also die City kreieren war für ihn ein Weg zum Sozialismus also das war auch ein ziemlich ideologisch Approach zu dem Ganzen ja also einfach hier wollte das Leute aus der schlechter Lebensqualität von der Stadt eben auch also ich meine noch zur selber Zeit also hin als Engländer mir eben noch Zeit zu Wien wie Leute gelieft und für hier war die Lesung eben nicht an Stadtwohnen zu gehen eben Klangstier zu bauen die im letzten Schema gesagt haben, dass dann heißt Central City ist und das Konzept war sobald sie eine gewisse Population erreicht wird machen wir ein Satellite City und dann haben wir lauter so Klang steht mir kein Gott so groß dass Lebenskonditionen so schlecht gehen wie eben zu London oder zu Wien von der Zeit genau und die Idee war auch immer dass du immer eine Trennung also du hast so Wunden dann hast du rundherum Agrikultur dann hast du rundherum Industrie und so weiter also das war so ein abgebauten Dingens der nächste Slide
Und dann nach von den Funktionalisten, also du hast de Corbusier geholt, weil den noch ziemlich radikal Approchen hat von Algen die Altstier dann aufrappen, weil das nicht lebenswert und so weiter und du die ganze Funktionstrennung auch noch hat, also du gesagt eben du bei A an der Mörde eben da dass du wo wohnt und dann Urwen schafft den an innen wird umgebaut an nach anderen aus eben die Industrie und das war einfach so ein ganz utopisch Dingens von so dann hast du läuft doch proper wo Leute wohnen und also das war so ganz ja also der Corbusier ich bin mir nicht ganz sicher mit war mehr so also hier doch mein Schmat Nazien und so kollaboriert dann das ist mir so Fascho Approach zu dem Ganzen ja trotzdem heute aber an der Architektur eng mega krassen Abschluss gehabt ja okay der nächste Slide ja und dann hast eben also am Punkt so die dass man also Situationen zu Lützburg gucken an evaluieren so die Konzepte die historisch eben irgendwo entstanden sind wo die dann zu Lützburg auch rumzufahren sind ja der nächste Slide schön einfach du jedenfalls Beispiele geholt eben wo ich meine dass es relativ klar aus was zu gesehen hast also eben Leutling du wo man daneben die eine Seite den Dorf wo ihr wohnt dann die andere Seite so industriell an eben dort wo die Land geht für als Erschließung der nächste Slide schon der Donau eben abgezeichnet was ja genau Anbau natürlich genau für nicht zu viel nur bei ihnen ja genau dann der Kirchbiersch da das wirklich auch also Leitling hast du nicht so unbedingt geplant also du hast ja nicht in den der Dorf geplant wird und so Kirchbiersch ist aber ganz klar eben so geplant gehen nach dem Autobahn bis an Start die also eben schon Treck gebaut also wo auch nur den Tram hin wird kommen mit trotzdem musst du quasi schaffen und dann hast du an den anderen Quartier rundherum wohnen also kannst weiter trecken noch mal genau also der Trosa das eben immer wohnen dann das kriegen das dann schaffen dann du die gestrichelte Dingen du hunisch noch gemacht das Anfang bist du so ein linear Start also so die lineare Startkonzept das mir das Anfang durch Topografie bedenkt nicht lo als also ja das einfach doch ein Loch ist ja okay ja und dann eben Straßen da das für mich schon wirklich so den linearen Zug also du hast eben da Straße und dann hörst überall City die dort drunter docken am Anfang und dann hast du dann noch Kaktus und so weiter die für Alkaffen zu sind kannst du noch weiter ja genau also das schon lecker durchgestaltet ja und dann habe ich 4 als Vergleich 2 Karten von Wien längs die Karte wo ich wohne an jetzt die Karte den am meisten Flasch verbaut ist zu Wien einfach für du hast dann eben echt also der Grid den also den Raster den gewandt ist ja also dann eben wie Probleme entstehen eben durch die Aderweis wie mir zuletzt beschwunden also dat vier und allem City aus wobei ein extrem amerikanisch Approach von der City aus also eben extrem auf dem Auto einfach zentriert weil gehört auch Beispiele für Cityen die May und eben eben dieser Idee dr sind mit zuletzt extrem amerikanisch empfangen ja genau also eben die ganze Zersiedlung enorme Flascheverbrauch wie auch für 300 schon gesucht Population wiest war mir an der Art der Weis weiter bauen wie man am Moment bauen steht für ihn halt ein irgend klein Teilchen mit 4 Gärtchen mit Grad dann also Flasch also auch ein Ressource an die Ressource ist auch endlich also die ist nicht unendlich einfach genau also eben einfach extrem wenig Leute pro Kilometer Carré oder pro Meter Carré die zuletzt wohnen dann eben der Schließung das ist einfach dadurch dass man all so weiter nie wohnen eben nicht so dicht und nie wohnen
brauche ich mehr Straßen, brauche ich mehr Kanalisation, brauche ich mehr all also die Ressourcen auch Service und so weiter, die müssen gebaut gehen, an bezahlt gehen, an auch Schulen, brauchst mehr Schulen, weil die Leute einfach mehr weiter so nie wohnen, an nicht so dicht. Der Tisch eigentlich der Allgemeinheit bezielt für den Luxus vom Einzelnen. Also jeder hat gerne ein Familienhaus, mir am Punkt der Allgemeinheit bezielt das. Also das ist also ja der Luxus vom Einzelnen wird von der Allgemeinheit bezahlt. Dann Mobilität, wirklich das also die stadtbauliche Konzepte machen das auch alles zu Lützburg muss auf den Auto zentriert sein, weil es geht einfach nicht anders, weil es einfach du kannst so wie mir gerade als Wohnkarte in Huhn kannst du nicht wirklich einen richtig guten öffentlichen Transport also organisieren. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht möglich. Genau, und dann eben noch immer das Wohnen schaffen, abkaufen, ist immer getrennt. Das heißt, du brauchst immer den Auto, für durch und hier zu können und für dein Leben zu organisieren. Dann eben Energieverbrauch, Freistundhäuser, Familienhäuser verbrauchen mehr Energie, weil einfach der Rapport Flaschvolumen mehr groß ist. Das heißt, ja, geht einfach mehr Energie verloren. Und dann eben Grand Surface auf der Wies, das ist am Anfang der Pendant zu der City, also ja, wir fahren mal das im Auto von der City auf Dabest und sind dann eben am Auto und dann gehen wir nach schnell an Grand Surface als Archiv machen. Der Tisch City und Grand Surface ermöglichen sich quasi selber die ganzen Zeiten. Ja. Genau, der nächste Slide. Habe ich noch in eine Grafik gewiesen, wo am Anfang weiß, dass was mehr Verkehr an einer Straße ist, was Leute Männer Sozialkontakte haben. Ich will nicht so, muss ich unbedingt sein Opa muss ich unbedingt Basch Kollege mit seinem Opa sehen, aber das ist aber schon ziemlich schockant. Also eben Urwen sind Sozialkontakte, sie viele soziale Kontakte, Leute kennen sich gut, Leute haben echte Kollegen an der Nachbarschaft. Wie innen, wo viel Verkehr ist, wenig Sozialkontakte. Ja, die nächste Zeit. Ja, neben die politischen Forderungen, die aber eben, also das sind ja von politischen Forderungen, die zusammen am Gruppe von Young Link so entstanden sind, die darauf basieren, ob die Analyse von der stadtbaulichen Konzept da zuletzt ist. Ja, also Cityen müssen einfach zurückgebaut gehen, also wir müssen einfach Cityen aufrappen, für aus der Dingens rauszukommen. Also ja, also wenn man konsequent will sind, dann muss man Cityen aufbauen. Dann, wenn man eine neue Karte bauen, dann sollte man den nicht auf der Gringer Wies bauen, aber dann sollte man den eben nur von einem Zentrum, von einem anderen Zentrum bauen und dabei aufpassen, dass es eine Funktionsdurchmischung gibt. Also dass eben nicht Wohnen, Schaffen, Kaufen ist, aber dass das alles einfach bei ihnen ist. Genau. Und eben immer wichtig, den öffentlichen Transport. Dass den, ja, dadurch, dass man eben nur bei den Bauern können wir auch besser einen Transport machen. Und, ja, natürlich, öffentlicher Transport sollte auch gratis sein. Für irgendwie eben spekulative Immobilien entgegenzuwirken, können die eben Enteignungen machen. Dadurch erkennt Gemeinden auch einfach mehr Access zu Immobilien kreieren oder der Staat. Und dann wäre noch eine Idee, können einfach mal Besatzungen legalisieren und dadurch die Leute Selbstbestimmung gehen über ihre Logement. Das heißt, Leute, die kein Logement tun oder die kein Logement können finden zu dem Preis, den sie können bezahlen, oder Leute, die nicht wollen für ihr Logement bezahlen, weil sie an der Logik nicht wollen dran sind, könnten Immobilien, die idle stehen, während längerer Zeit besatzen und da können ihnen eben das legalisieren. Ja, dann eben mega wichtig, dass der Staat oder die Gemeinden anfangen, massiv
Wohnungen zu bauen und dass es da eben Kriterien gibt, wo sie sich schon halten, eben ökologisch, sozial, architektonisch Kriterien, die muss festgelegt gehen. Ja, das wäre es.